Wer sagt, Magersucht ist keine Krankheit, sondern einfach nur dumm, vergisst, dass Magersucht eine Krankheit ist mit einer sehr hohen Sterblichkeit. Ergo, nicht dumm, sondern lebensgefährlich. Ich habe mal gemeint, dass 10%, also jede Zehnte, stirbt. Ja, Magersüchtige haben alle einen psychischen Knacks. Man hasst seinen Körper, man hasst seine Art und nur dann ist man bereit, sich selber so auszuschliessen aus dem sozialsten Ding, das es gibt in der Gesellschaft, nämlich zusammen essen. Magersüchtige müssen einfach mal wieder essen, dann ist alles wieder gut. Was für ein unglaublicher Schwachsinn. Man ist süchtig, man muss sich das vorstellen wie ein Alkoholkranker. Man kann nicht einfach wieder normal mit seinem Suchtmittel umgehen. Essstörungen sind aber insofern unterschiedlich von anderen Süchten, als dass sie sehr gesellschaftsgefällig sind. Also jemand, der sauft viel, geht irgendwann aus der Gesellschaft raus, ist nicht mehr ein funktionsfähiges Mitglied. Magersucht will einem lang eigentlich befähigen, zum erfolgreicher sein im sozialen Zusammenleben. Und das macht es auch lang. Irgendwann kippt es dann einfach. Magersucht, und da rede ich jetzt explizit von Magersucht und nicht von allen anderen Essstörungen, die es noch gibt, ist effektiv ansteckend. Das stimmt. Man vergleicht sich mit Leuten, die auch krankhaft dünn sind und gerade so ein bisschen in einen Wettbewerb rein. Wenn Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, du bist so dünner als Anna, das ist schlimm, habe ich gedacht, ach, jetzt sind doch alle nur eifersüchtig. Wenn man dann rauskommt, sieht man auch selber viel besser, wie schlimm die Krankheit eigentlich ist und wie einsam und traurig und schwach einem die macht. Eine der körperlichen Folgen, wenn man genug lang magersüchtig ist, ist, dass man keine Periode mehr hat. Das war bei mir auch so. Das Problem ist, dass die Periode unter Umständen dann sehr lange nicht zurückkommt. Also ich bin, glaube schon mehr wie 4 oder 5 Jahre wieder normalgewichtig gewesen, bevor ich sie wieder bekommen habe. Die Schuld an Essstörungen ist eine Gesellschaft, die Menschen vermittelt, du bist nicht gut so, wie du bist. Und man hat dann das Gefühl, das Einzige, was man machen kann, ist sein Aussehen ändern. Von dem her glaube ich, die Medien und Heidi Klum und Supermodel haben garantiert einen Einfluss auf das Ganze. Ich glaube, es fängt aber eigentlich viel früher an. Also, als ich essgestört worden bin, habe ich nur aus Selbsthass und aus Selbstverachtung bestanden. Und ich glaube schon, dass dieser Selbsthass auch ein Resultat ist, aus dem, was die Gesellschaft dir das Gefühl gibt. Was extrem wichtig ist, wenn wir, ich glaube, bei jeder Sucht darüber reden. Weil es hilft wirklich. Also es macht es einfacher, um den Ausstieg zu finden. Lernt euch irgendwie gerne haben, ihr habt es verdient.